fahre hier Aufzug. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass um die Uhrzeit noch jemand arbeitet. Ich habe halt gearbeitet den ganzen Tag, ich fahre ja den ganzen Tag Aufzug. Wollen Sie jetzt noch mitfahren oder was ist Schluss? Ja, jetzt Erdgeschoss. Okay. Oh nee, nicht schon wieder, ey. Jeden Tag die gleiche Scheiße. Immer bleibt der Aufzug stecken. Aber da kommt gleich einer. Ich drücke hier mal schon mal Alarm. Dauert höchstens 10 Minuten. Geht hier nichts mehr, oder was? Ja, das geht schon. Da kommt nicht 10 Minuten. 10 Minuten, da ist doch bestimmt um die Uhrzeit eh keiner mehr da. Natürlich, die sind alle. Der Pförtner sitzt doch noch da. Hallo? Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Jetzt nicht mein Mikrofon, da hört uns keiner. Natürlich, das wir sitzen ja wahrscheinlich am Montagmorgen, gehen die Aufzugtür auf, wir sind verdurstet. Hallo? Bleiben Sie mal ruhig, beruhigen Sie sich mal, setzen Sie mal hin hier. Ich will mich nicht Doch, auf den jetzt Aufzug. dahin, warte, ich drück. Jetzt kommt gleich jemand, alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Wir sitzen hier in einem scheiß Aufzug fest, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus, ich kriege gar keine Luft mehr. Ja, ich hab doch gedrückt, der sieht uns gleich und dann kommt er hier, ich schwing schon mal die Kamera. Da kommt niemals jemand. Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Warum waren Sie denn eigentlich hier? Erzählen Sie mir mal, was haben Sie denn hier gemacht? Ich wollte zu Herrn Müller. Herr Müller? Ja. Was wollten Sie da? Der arbeitet ja jetzt nicht mehr, der geht immer um 4 schon. Ja, das weiß ich jetzt auch. Ich habe eine Finanzierung gebraucht. Wofür? Ich wollte ein Restaurant eröffnen. Ah, cool. Sind Sie Koch? Ja. Aber so wie es jetzt aussieht, werde ich niemals ein Restaurant eröffnen, sondern einfach hier drin verrecken. Ach Quatsch, da kommt gleich jemand. Ich habe doch gedrückt, alles in Ordnung. Ja, und wie sind Ihre Pläne für das Restaurant? Was wollen Sie da irgendwie? Das erste Plan ist erstmal aus dem Fahrstuhl zu kommen. Ah, das passiert schon geil. Ja? Einfach ein Restaurant, in dem sich die Leute wohlfühlen, in dem sie leckeres, frisches Essen genießen können und ja, das wird eh nicht klappen. Das ist schon allein mit dem Fahrstuhl das schlechteste Zeichen überhaupt. Sind Sie doch mal nicht so pessimistisch? Das klappt niemals. Ich finde auch niemals mit meinen Mitteln überhaupt ein Restaurant, was ich mir leisten kann. Was für Räumlichkeiten bräuchten Sie denn? Wie groß müssen die denn sein? Das würde schon reichen für 80, 90 Gäste, optimal. Aber Herr Müller ist schon, ich hatte ihm extra ein paar kleine Quiches mitgebracht zum Probieren. Ja, das ist schon was süß. Aber ja, wenn Sie sagen, für so 80, 90 Leute, ich hätte da vielleicht eine Idee. Also Hier im Fahrstuhl? Ein Freund von mir, der hat gerade Probleme mit seinem Mieter. Der hat ein Restaurant und das läuft irgendwie nicht, der kann nicht bezahlen. So 150 Quadratmeter mit einer 30 Quadratmeter Küche dabei. Ich könnte vielleicht mal anrufen und fragen, können wir uns das morgen mal anschauen. Ja, meint ihr, das würde wirklich funktionieren? Ja, warum nicht? Der hat Probleme mit dem, dann probieren wir das doch einmal. Ja, das wäre natürlich super, ne? Oh, ich habe das Gefühl, hier geht gerade was weiter. Echt? Oh ja. Ah, sehen Sie, ich habe doch gesagt, es wird alles gut. Sehen Sie, jetzt haben Sie sogar noch Ihr ganz persönliches Wunder heute erlebt, der Fahrstuhl fertig. Nee, das Wunder war nicht der Fahrstuhl, das Wunder war, dass ich Sie getroffen habe. Danke.